Wort honorablen Herr Maurice Bauer. Herr Bauer, dir Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wir heute Morgen ein großes Fried, ich als Rapporteur der Projet de loi 8524 zu stellen. Und um eine weitere Umsetzung vom Gehältererkauf vom Januar 2025 mit den Punkten 3 und 4. Das Gesetzprojekt 8524 wurde am 4. April vom Minister für die Fonction publique, Serge Filmes, an der Chambre déposiert. Das Gesetzprojekt wurde am 24. April 2025 in die Kommission de la Fonction publique verwiesen. Die Chambre des Fonctionnaires et Employés publics hat am 16. April 2025 hier einen ersten Avis aufgegeben. Dann hat der Staatsrat sein Avis den 7. Oktober letztes Jahr aufgegeben. Der 24. November 2025 wurde die erste Kehr ein Amendement gouvernemental aufgegeben. An die Chambre des Fonctionnaires et Employés publics hat einen komplementären Avis den 12. Dezember 2025 herangereicht. Eine Woche nach dem 19. Dezember der Staatsrat auch einen komplementären Avis herangereicht hat. Darauf sind als der 5. März 2026 ein Amendement gouvernemental herangereicht ging. Den 11. März hat der Staatsbeamte einen zweiten Avis komplementär aufgegeben. An den 21. April hat der Staatsrat nach einem Avis auch zu diesem Projet de loi herangegeben. Die Kommission de la Fonction publique hat das Gesetzprojekt bei ihrer Sitzung des 26. März des Jahres vorgestellt. Aber bei derselben Sitzung hat die Kommission die verschiedenen Avis vom Staatsrat, Avis von der Chambre der Staatsbeamtenkammer und der Amendement gouvernementalen überprüft. Den 23. April finalement hat die Kommission den letzten Avis vom Staatsrat geprüft und den vierleitenden Rapport auch angeholt. Das Gesetzprojekt zielt darauf, für die Punkte 3 und 4 aus dem letzten Gehälterkauf vom 29. Januar 2025 umzusetzen. Einerseits geht es darum, dass durch dieses Gesetzprojekt Staatsemployés in Zukunft nicht nur 20 Jahre oder mit 55 Jahren an das Pensionsregime von den Funktionären kommen sollen, sondern schon nur 12 Jahre oder mit 55 Jahren. Andererseits geht es darum, dass Staatsemployés nicht wie bislang nur 15 Jahre mehr in Zukunft nur 10 Jahre können funktionarisiert gehen, also Funktionär können gehen. Die estimierten Kosten von dieser Umsetzung liegen bei jährlich 7,5 Millionen Euro für den Punkt 3 und 215.000 Euro für den Punkt 4. Erlaubt man nach kurz auf der Wie von dem Staatsrat und von der Staatsbeamtenkammer zu diesem Projet de loi anzugehen. Dabei ist zu sagen, dass initial vorgesehen war, dass bei diesem Projet de loi eine weitere Änderung umgesetzt gehen. Das war aus der Sicht vom Ministerium für die Fonction publique für eine gewisse Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen. Dieser Punkt ist aber noch Rückspruch mit der Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, wie aber auch mit der CGFP aus dem Projet de loi herausgeholt gehen. Das wird so bestanden hat, dass bei den Employés, die nur 10 Jahre funktionarisiert gehen, Niveau von den Sprachen, Verlangen von den 3 Sprachen nicht mehr bestanden bleiben, aber just Lützeburg müsste auf einem gewissen Niveau bewiesen gehen. Auch dem Staatsrat noch, wie Sie an Ihrem ersten Avis geschrieben haben, war dieser Punkt nicht ganz klar. Mit diesem Amendement gouvernemental soll das präzisiert gehen. Konkret also darum gehen, für präzise spezialisierte Profile, wie zum Beispiel Informatiker zu rekrutieren. Hier sind heute schon viele Ministerien und Verwaltungen dank auf Mitarbeit von Bürgern aus dem Ausland angewiesen. Diese Proposition wird aber für Diskussionen und Bedenken gesucht. Sowohl Berufskammer wie auch der Staatsrat haben hier Sorgen an den verschiedenen Wegen ausgedrückt, dass diese Ausnahmeregel eine generelle Aufschwächung von der Dreisprachigkeit beim Staat abmachen. Obwohl die Regierung probiert hat, das durch Amendement zu präzisieren, wurde schlussendlich dezidiert, diese Änderung nicht mehr an das Gesetz anzuschreiben, für mögliche Unklarheiten aufzuschaffen. Staatsbeamtenkammer hat auf eine mögliche Ungerechtigkeit hingewiesen, die durch die neue Regelung an ihren an entstehen kann. Bislang war die Wartezeit von 15 Jahren für viele Employés d'État zu lang, da werden zu verschiedenen Mitarbeitern schon nur 9 oder 10 Jahre dezidiert, wie über den Congé sans solde anzuschlagen. Sie haben dann ein neues Stage gefangen, obwohl der DAX mit finanziellen Abbußen verbunden war. Auch wenn ein Gefühl von der Ungerechtigkeit an diesen Einzelfällen nachvollziehen kann, gibt die Verkürzung von 10 auf 15 Jahren also wesentliche Schritte nach 4 angesehen, den die Allgemeinheit begünstigt. Herr Präsident, die Damen und Herren, für all weitere Details verweisen ich auf meinen schriftlichen Rapport. Ich sage vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit und so ein paar Worte dann als Vertreter von der CSV-Fraktion.
Herr Präsident, die Damen und Herren, für CSV ist klar, dass die Funktion Publik von den Pilier von unserem Staat ist. Sie legt oft mit viel mehr Leuten die gleiche Arbeit wie hier Homologen am Ausland, die oft zu viel mehr sind, für dieselben Dossiers zu trätieren. Frauen und Männer, die am Dienst vom Staat arbeiten, drohen eine große Verantwortung. Sie halten die Verwaltung am Laufen, sie garantieren Kontinuität vom Service Public, und sie machen, dass die Politik, die wir heute dezidieren am Haus, auch wirklich bei den Bürgerinnen und den Bürgern ankommt. Ministerien, Verwaltungen sind oft die Servicepartner von den Gemengen und von den Bürgern. Also Staat ist nicht mehr so stark wie die Leute, die hier drohen. Von mir heute über das Gesetzprojekt diskutieren, geht es froh, wie können wir als Staat einen attraktiven Patron bleiben und gleichzeitig als Realitäten anpassen. Mit der Umsetzung von den Punkten 3 und 4 aus dem Geldrekord machen wir heute weitere Schritte in diese Richtung. Auch wenn wir nicht alle einzelnen Spezialfälle aus der Vergangenheit rückwirkend können abhängen, ist dieses Projekt doch aber ein großer Schritt nach vorne. Wir schaffen ein faires, transparentes System, das den Mitarbeiter Respekt weist und die Gerechtigkeit an der Funktion Publik stärkt. Das Gesetz ist ein klares Zeichen an alle Mitarbeiter. Wir brauchen sie, wir schätzen sie, und wir modernisieren den Staat zusammen mit ihnen am Sinn der Bürger. Das ist ein Projekt, das an der Logik von der weiteren Modernisierung von der Funktion Publik erkennt. Für die CSV ist überzeugt, dass dieses Gesetzprojekt zu einer mehr harmonisierter, mehr attraktiver und so mehr zugänglicher Funktion Publik beiträgt. Dafür rekommandiere ich auch meiner Fraktion heute, diesem Projekt mit Frieden zuzustimmen. Ich sage nicht vielmals merci für die Nullausstellung.